Mehr als eine Geschichte. Das ist das Thema von der Predigt heute beim Weihnachtsbrunch. Damit du sie auch online anhören kannst, haben wir sie hier als Podcast für dich bereitgestellt. Ja, diese Weihnachtsgeschichte, mehr als eine Geschichte. Was steckt denn da drin? Oder eben mehr als eine Geschichte. Die Schafe, die Hirten auf dem Feld. Diesen Abschnitt wollen wir heute zusammen anschauen. Und diese Geschichte wird auf so viel Art und Weise mit so vielen Ideen erzählt, dass wir heute bewusst mal in der Bibel schauen wollen. Denn wenn in dieser Geschichte mehr drin steckt als einfach eine schöne Geschichte, dann müssen wir genau dort suchen, wo sie uns überliefert ist. Und das wollen wir tun und zuerst diesen Abschnitt aus Lukas 2 ab Vers 8 anhören. In jener Gegend waren Hirten, die auf dem Felde wohnten und nachts bei ihrer Herde Wache hielten. Und siehe, ein Bote des Herrn trat hin und stand bei ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der himmlische Bote sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich sage euch eine gute Botschaft von großer Freude, welche dem ganzen Volk sein wird, weil euch heute ein Retter geboren wurde in der Stadt Davids. Er ist der Gesalbte, der Herr. Und dieses ist euch das Zeichen: Ihr werdet ein Kleinkind finden, in Windeln gewickelt, das in der Futterkrippe liegt. Und plötzlich war da zusammen mit dem Boten eine große Anzahl des himmlischen Heeres, die Gott pries und sagte: Ehre sei Gott in den höchsten Höhen und auf der Erde Friede, in Menschen sein Wohlgefallen. Und es geschah, als die Boten von ihnen in den Himmel fuhren, da sagten die Männer, die Hirten zueinander: Lasst uns doch hindurchziehen bis nach Bethlehem und dieses Wort sehen, diese Sache, die geschehen ist, die der Herr uns bekannt werden ließ. Und sie beeilten sich, kamen und fanden beide, Maria und Josef, und das Kleinkind, das in der Futterkrippe lag. Als sie das gesehen hatten, gaben sie überall hin Kunde über das Wort, das ihnen über dieses Kindlein gesagt worden war. Und alle, die es hörten, verwunderten sich über das, was von den Hirten zu ihnen geredet worden war. Aber Maria behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, verherrlichten und priesen Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, dementsprechend wie zu ihnen geredet worden war. Das ist dieser Abschnitt aus der Bibel, diese Geschichte erzählt von den Hirten auf dem Feld. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diese Geschichte hörst, was du dazu denkst. Einfach eine schöne Geschichte oder vielleicht auch mehr als eine Geschichte, eine alte Legende, keine Ahnung, es wäre spannend manchmal zu wissen, was alle so denken. Aber etwas, was sicher ist, diese Hirten, das sind so Figuren, mit denen kann sich praktisch jeder irgendwo identifizieren. So auf ganz praktische Art und Weise. Es waren Leute, die hatten ihre Arbeit, ein paar wenige waren vielleicht stolz, ein paar mehr waren vielleicht einfach froh, dass sie überhaupt arbeiten konnten. Einige haben vielleicht ihre Familie vermisst, die sie für eine Zeit lang verlassen mussten, haben gewartet, bis sie dann wieder zu ihrer Familie können. Andere haben sich vielleicht überhaupt nach einer Familie gesehnt, nach einem Partner, nicht allein zu sein. Einige waren vielleicht so Ausgestoßene, so Humpelige, wie wir auch gesehen haben im Filmausschnitt, die nicht nur als Hirten am Rand von der Gesellschaft waren, sondern auch dort irgendwie nicht ganz angekommen. Vielleicht gibt es so ein paar dieser Dinge, mit denen du dich auch identifizieren kannst. Und ich habe mich noch mehr gefragt, was auch wohl bei diesen Hirten auf dem Feld los war. Es wurde uns ja nicht berichtet, dass das besonders fromme Leute wären oder so. Und ich denke, auch da können wir uns super gut mit ihnen identifizieren. Vielleicht war da ein Hirte, der war mega kritisch gegen alles Religiöse. Der hat so gedacht, ja, zur damaligen Zeit die Pharisäer und die Schriftgelehrten, was die in ihren Synagogen, also in damaligen Kirchen und so erzählen, ja, das komisches Zeug. Und vielleicht ein anderer hat gesagt, ja, ihr mit euren alten Schriften und so, mich interessiert das überhaupt nicht. Ein Dritter hatte vielleicht so eine innere Erwartung und dachte, ja, wenn es denn diesen Gott gibt,
ja, könnte der sich nicht irgendwie mal zeigen oder kommen oder was ist da irgendwie eine Hoffnung vielleicht, aber trotzdem ein bisschen unbewusst so ein dumpfes Gefühl, dass es irgendwie schwierig ist oder gar nicht geht. Also diese Hirten auf dem Feld, das waren so ganz gewöhnliche Menschen. Und es ist spannend, was da passiert. Die Hirten sind da auf dem Feld und plötzlich bricht etwas Übernatürliches in ihren Alltag hinein. Wir haben ja da gelesen oder gesehen auch, und des Herrn Engel trat zu ihnen und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie. Sie haben sich gefürchtet, das war so die erste Reaktion. Und das zweite dann hat der Engel gesagt, fürchtet euch nicht, sondern jetzt kommt eine Botschaft voller Freude. Und das finde ich so faszinierend an dieser Geschichte. Wahrscheinlich waren die Hirten überhaupt nicht darauf vorbereitet, aber plötzlich tritt so etwas Übernatürliches, etwas Göttliches, etwas Transzendentes in ihr Leben hinein. Und sie werden da überrascht. Völlig etwas Unerwartetes, etwas Unfassbares. Und das finde ich so faszinierend an dieser Geschichte. Es kann bis heute immer wieder vorkommen, dass plötzlich Gott durch etwas Übernatürliches in unser Leben hineintritt, anklopft, vielleicht so ein himmlischer Funke, der plötzlich irgendwo etwas in unserem Herz trifft, berührt oder anspricht, vielleicht sogar völlig unerwartet, vielleicht sogar ohne, dass man überhaupt damit rechnet, vielleicht obwohl man gar nicht danach sucht. Es könnte sein, dass gerade heute Morgen, dass du hier bist oder in dieser Weihnachtszeit, dass du merkst, hey, da hat es etwas, das trifft mein Herz. Das ist irgendwie mehr als nur dieses Irdische, das, was man aus dem Alltag kennt, dass etwas Übernatürliches ins Leben so ganz unerwartet hineintritt. Und jetzt finde ich spannend an dieser Geschichte, diese Hirten, die uns da präsentiert werden. Wie haben die jetzt reagiert? Also wie würdest du reagieren? Was würdest du tun? Vielleicht hat der eine gedacht, ja, das ist jetzt alles schon ein bisschen gar übertrieben. Einer war vielleicht noch völlig in der Schockstarre. Einer hat gedacht, ja egal, ich bleibe hier beim Feuer, bei den Schafen. Einer hat vielleicht gedacht, interessant. Auf jeden Fall, wenn man das liest, hat man nicht den Eindruck, dass die plötzlich zu frommen Menschen geworden sind, so auf einmal. Aber es war etwas anderes, ganz Spannendes. Nämlich der Engel hat zu ihnen gesagt, so ein kleines Wort, vielleicht ist das euch aufgefallen. Und das habt nun zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Also der Engel, der ist gar nicht davon ausgegangen, dass die Hirten das einfach glauben oder so, sondern er hat gesagt, ihr bekommt ein Zeichen. Ganz deutlich, in der Stadt Davids, in Bethlehem, das war damals eine kleine Stadt. Also die Hirten konnten in diese Stadt gehen. Ein frisch geborenes Kind, das gab es wahrscheinlich nicht zu Tausenden dann in dieser Stadt. Und da musste es in Windeln gewickelt sein, das war schon üblich, und in einer Krippe liegen, das war sehr unüblich. Also die Hirten, die mussten nicht einfach aus dem Nichts hinausziehen, all diese Dinge von diesen Engeln und so glauben, obwohl es sie irgendwo getroffen hat wahrscheinlich, sondern sie bekamen ein Zeichen und sie konnten hingehen und das überprüfen, ob es stimmt oder nicht. Und ich bin schon eigentlich froh, dass diese Hirten dann auch aufgestanden sind und hingegangen sind und das überprüft haben. Genau so lesen wir es nämlich. Da sprachen die Hirten untereinander, lasst uns nun gehen und nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Also sie wollten sehen, ob das wirklich so ist, ob es denn stimmt, ob es verhält. Und sie kamen eilend, sogar gerannt, und fanden beide, Maria, Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Also ich habe mich schon gefragt, wieso wird das immer so Wert darauf gelegt, dass das wirklich in dieser Krippe liegt, dieses Kind. Und plötzlich merke ich, hey, das war ja ganz wichtig in dieser Geschichte. Nämlich, das war das Zeichen für diese Hirten, dass sie dieses Kind finden und es liegt tatsächlich so in einer Krippe. Und ich stelle mir schon vor, für die Hirten war das ein unvergesslicher Moment, da haben sie diese Begegnung mit dem Engel, sagen ihnen etwas und sie gehen hin, überprüfen das und merken plötzlich, ja, das stimmt. Das ist wirklich da. Und es muss ihr Herz getroffen haben, dass sie in diesem Moment den Heiland, eigentlich Gott selber, der ein Kind geworden ist, dass sie dem begegnen. Und es heißt ja dann, da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus. Also
Man merkt, dass sie innerlich bewegt waren, weil sie auch äußerlich in Bewegung geraten sind und wollten das allen Leuten erzählen. Und das sind so 3 Punkte in dieser kurzen Geschichte, die denke ich, die sind für uns heute ganz spannend, weil Gott auch heute auf die genau gleiche Art wirkt. Der erste ist, das Herz wird angesprochen. Also diese Hirten waren auf dem Feld und plötzlich kamen die Engel und das Herz wurde angesprochen. Das ist das Gleiche, was Gott heute macht. Manchmal redet er so in unser Leben hinein und bewegt etwas in unserem Herzen, spricht etwas an, so ein göttlicher Funke, der plötzlich kommt und uns irgendwo im Herzen trifft. Und das ist ja auch der Kern der Weihnachtsgeschichte, dass Gott selber gedacht hat, er will zu den Menschen kommen. Er will ihnen nahe sein, dass er auf diese Welt gekommen ist. Dass er auf seinem Weg, den er gegangen ist, uns Menschen, auch dir und mir, seine Liebe gezeigt hat. Dass er uns begegnen wollte, dass er uns Menschen nahe sein wollte. Und dann ein zweiter Schritt, der hier passiert, diese Hirten sind schlau und wollen dem wirklich auf den Grund gehen. Und das können wir heute auch. Gott gibt uns ganz viele Möglichkeiten, Verheißungen, Zeichen, Zusagen, denen man auf den Grund gehen kann und schauen kann, ob es sich denn mit diesem Jesus wirklich so verhält, wie er es sagt, wie er verspricht, was man alles über ihn lesen kann, auch in der Bibel. Also man kann diesen Dingen auf den Grund gehen. Und dann kann etwas ganz Außerordentliches passieren, nämlich, dass wir als Menschen heute auch Gott begegnen können. Etwas Wunderbares. Und ich frage mich manchmal schon, wie das ist. Heute machen das viele Menschen ganz anders als diese Hirten damals. Ich meine, diese Hirten sind wirklich gegangen und haben das abgecheckt. Wie ist das jetzt? Aber heute denken viele Menschen ja, diese Dinge mit Jesus und so, das ist vielleicht gar nicht wert, um das mal abzuchecken. Es gibt Menschen, die sagen, die denken, ich weiß ja schon, wie das alles ist, ich muss gar nicht hingehen und schauen. Die haben schon ihr Urteil gebildet, bevor sie überhaupt das überprüft haben. Es gibt Menschen, die denken, ja, das wird sich gar nicht bewahrheiten, das geht ja um Gefühle und so. Oder es gibt Leute, die sagen, mit diesem Jesus, all diese Dinge, das sind vielleicht schöne Sätze oder gute Philosophien, oder es geht ja darum, gut zu leben und so. Aber die denken nicht, dass da mehr dahinter ist und dass man das wirklich mal überprüfen kann. Es gibt Leute, die sagen, ja gut, das mit dem Jesus würde mich schon noch interessieren, aber was all die Christen und die Kirche und so alles falsch macht die ganze Zeit, da kann man in den Medien dies und jenes lesen. Also nein, das interessiert mich nicht. Und ich habe dann gedacht, zum Glück waren die Hirten nicht so. Die haben gemerkt, hey, es geht ja nicht um die anderen Menschen und so, sondern hier geht es um mich und um Gott. Hier geht es um mich und um Gott. Und ich kann hingehen und schauen, ob das, was Gott bereit hat, ob das wirklich funktioniert, ob das hier ist, ob das sichtbar wird, ob das erlebbar wird. Und sie sind hingegangen und haben genau das gemacht. Das Zeichen abgecheckt und es hat sie getroffen. Und ich will noch 1, 2 Gedanken euch mitgeben in diese Adventszeit, in diese Weihnachtszeit, wie das heute aussehen könnte. Was könnte das zum Beispiel für ein Zeichen sein? Es gibt ganz verschiedene Zeichen, die Gott uns gibt, die wir in der Bibel lesen, die wir heute auch überprüfen können und nachschauen können. Verhält es sich wirklich so? Und ein sehr großes Zeichen, das finden wir auch in dieser Geschichte. Weil der Engel hat gesagt, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und Friede auf Erden. Und dieser Begriff des Friedens, dieses kleine Kind, das Frieden bringen soll, das könnte so ein Zeichen sein, dem man nachgehen könnte. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du an die Weihnachtszeit denkst. Vielleicht kommt dir deine Familienfeier oder so in den Sinn und dass es da nicht immer so friedlich zu und her geht. Für die einen Leute ist Weihnachten nicht so mit Frieden in Verbindung gebracht. Aber das wäre ein Zeichen, um das mal nachzugehen. Und wir können uns ja fragen, was ist das für ein Friede, der hier gemeint ist? Der zu den Menschen kommen soll. Um das wie kurz zu erklären, ein kurzes Bild. Stellt euch vor, ein König macht einen Wettbewerb. Alle Leute sollen ein Bild malen zum Thema Frieden. Und die Leute malen und malen und 2 Bilder schaffen es dann in die engste Auswahl. Auf dem einen Bild
sieht man eine wunderschöne Landschaft mit einem kristallklaren Bergsee, mit sanften Bergen im Hintergrund und so ein richtiger romantischer Himmel, alles sehr idyllisch und friedvoll. Und das andere Bild, da sieht man einen tosenden Wasserfall, der eine Schlucht hinunterstürzt, schroffe Felsen, die da aufgebäumt sind, ein Sturm, der tobt, Blitze, man meint schier den Donner noch aus dem Bild herauszuhören, kahle Bäume, die überall stehen auf diesen Bildern, auf einem dieser Bäume hat es ein Nest, und in diesem Nest ist ein frisch geschlüpfter kleiner Vogel, der unter den Flügeln seiner Mutter friedlich schläft. Der König hat das zweite Bild ausgewählt. Ein Friede, der mitten im Sturm ist, das war für ihn der größte Friede, der möglich ist. Und genau das meint die Bibel auch, wenn sie von Frieden spricht, dass es ein Frieden ist, der nicht von außen kommt, sondern von innen. Aus dem Inneren. So eine Verheißung, dass Jesus einen Frieden bringen möchte, der im Herz drin ist und der dann auch weitergehen kann. Und viele Menschen spüren gerade bei diesem Frieden, dass dieser Friede anfängt zwischen mir als Mensch und zwischen Gott, dass da etwas zuerst in Frieden kommen muss, dass da etwas zuerst wiederhergestellt werden muss, dass da eine Unvollkommenheit ist. Und das ist das Spannende, Jesus sagt immer wieder, dass er diesen Frieden bringen will, dass er wieder das instand setzen will, was zwischen dem Menschen und zwischen Gott kaputt gegangen ist. Und das ist genau das, was er auch am Kreuz getan hat. Und ich möchte euch einen Vers hier vorlesen aus der Bibel, wo das genau beschrieben wird. Da heißt es im Römer 5, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Also mit anderen Worten, das Zeichen, das die Bibel uns gibt, ein mögliches Zeichen ist, dass wenn wir zu Jesus kommen, an ihn glauben, wenn wir uns von ihm gerecht machen lassen, das heißt, wenn wir uns alles das, was zwischen uns und Gott steht, vergeben lassen, dann schenkt er uns diesen Frieden zwischen uns Menschen und Gott, so ein innerer Friede, der hier beginnt im Herzen und der dann auch weitergehen kann. Also das wäre so ein Zeichen, dem man nachgehen könnte. Ja gut, den Hirten wurde gesagt, geht hin in diese Stadt, schaut das Kind in der Krippe mit Windeln und dann könnt ihr glauben. Uns wird gesagt, hey, dieser Jesus, der will dir Frieden schenken ins Herz hinein. Und das ist etwas, was jeder selber entdecken muss. Ich finde das wunderbar. Also ich erlebe diesen Frieden jeden Tag wieder neu. In großen Dingen und in kleinen Dingen, aber wenn ich aufstehe und an Gott denke, ich habe keine Angst, ich habe Freude, ich habe eine Dankbarkeit. Ich finde es einfach wunderschön, dass ich weiß, dass er mich liebt. Und es tut so gut, es ist etwas Schönes. Und dann merke ich, dass das auch Friede bringt in manchmal ganz alltäglichen Situationen, wo das manchmal trotzdem mal so schnell aus der Ruhe gebracht werden könnte. Diesen Freitag hat mir unser Garagist angerufen und mitgeteilt, dass unser Auto einen Motorschaden hat. Er hat etwa 5 Minuten gebraucht, um das zu sagen, weil er gedacht hat, das ist die schlimmste Nachricht, weil das ist nicht so billig. Aber etwas Weltliches. Aber ich weiß nicht, so etwas bringt mich nicht aus der Ruhe, weil ich einfach weiß, Gott schaut für mich, er ist für mich da, er hat auch diese kleinen alltäglichen Dinge hat er einfach in der Hand, muss ich keine Sorgen machen. Ich habe 3 Bilder noch mitgebracht. Wir machen bei uns in der Kirche manchmal so Gottesdienste, wo Menschen aus ihrem Leben erzählen. Uns haben verschiedene Menschen erzählt, wie sie selber erlebt haben, wie Jesus dieser Frieden in ihr Leben hineingebracht haben. Also wir hatten einen Tag mit René mal, lohnt sich zum Schauen. Er hat gesagt, ich versuche jetzt das von Schweizerdeutsch auf Hochdeutsch zu übersetzen. Für mich hat es keinen Gott mehr gegeben. Ich habe angefangen, alles zu hassen, alle christlichen Werte. Die Sonntagsschule, Gottesdienst, das Liebtun miteinander, das habe ich gehasst. Schüler, wo ich gewusst habe, dass sie aus einem christlichen Elternhaus kommen, habe ich von Anfang an gemieden. Also ich war da recht radikal, also ich war extrem gegen das Christentum. Und dann erzählte er aus seinem Leben, wie genau das passiert ist. Plötzlich hatte er so etwas, das ihn angesprochen hat, wo er gemerkt hat, hey, da ist etwas dran, etwas Übernatürliches trifft ihn.
Und dann ist er dem auf den Grund gegangen und nachgegangen, es hat ihn getroffen, hat diesen Frieden mit Jesus gefunden. Oder eine andere Geschichte, die jemand erzählt hatte, Selin, sie hatte extremen Unfrieden mit sich selber, mit der Ernährung, mit ihrem Äußeren, mit ihrem eigenen Körper, mit ihrem Selbstwert. Und sie sagte dann, nachdem sie Jesus kennengelernt hatte, genauso wie ich bin, liebt mich Jesus. Genauso wie ich bin, darf ich vor ihm stehen und sagen, ich will mein Leben mit dir verbringen. Und dann sagt sie auch, Jesus hat mich von dieser Gefangenschaft befreit. Was für ein wunderbarer Friede, der sie da entdecken konnte. Oder ein drittes Beispiel, wir hatten einen Tag auch mit Heidi und Uli. Sie haben erlebt den Unfrieden, der eine Heroinsucht mit sich bringen kann. Also ich kann es das gar nicht wiedergeben, du müsst ja selber schauen, das hat gar nichts mehr mit Frieden zu tun. Aber trotzdem sind sie dann irgendwo Gott begegnet. Das ist ganz spannend. Also der Uli hat das erzählt, dass er an einer Evangelisation, also eigentlich dort, wo über das Evangelium, über die frohe Botschaft von Jesus erzählt wurde, dass er dort im Herzen getroffen wurde. Er hat dann gesagt, irgendwie hat mich das von Anfang an getroffen. Ich habe gemeint, der redet nur zu mir. Und er hat dann sein Leben Jesus gegeben und hat gespürt und gesagt, jetzt bin ich frei, Jesus hat meine Seele geheilt. Also das sind 3 Beispiele auch, wie Menschen diesem Zeichen des Friedens nachgegangen sind. Ich habe für euch ganz viele Möglichkeiten, wie ihr diesem Zeichen nachgehen könnt. Es gibt viele Möglichkeiten. Was mit dem Frieden ist eins. Ich habe hier eingeblendet, was ich euch auch an den Platz gelegt habe. Ich möchte euch ermutigen. Vielleicht gibt es etwas, das dich im Herzen angesprochen hat irgendwo. Du merkst, du willst diesem Zeichen auf den Grund gehen. Eine Möglichkeit der Weihnachtsgeschichte mehr auf den Grund zu gehen, ist diese kleine Broschüre. Die kannst du mitnehmen und das mal lesen. Da steht auch einiges drin, was das mit diesem Frieden zu tun haben könnte. Vielleicht möchtest du auch weitere Möglichkeiten nutzen. Auf der Rückseite von diesem roten Herz, das ihr auch am Platz habt, gibt es einen QR-Code, wo man direkt verlinken kann. Also kommt man auf feg-embrach.ch/Zeichen. Und dort gibt es so verschiedene Möglichkeiten, welchen Zeichen man auch folgen könnte, um dem auf den Grund zu gehen. Und die Engel haben nicht von den Hirten erwartet, dass sie einfach sofort alles glauben oder so. Aber sie haben den Hirten die Möglichkeit zu geben, hinzugehen und nachzuschauen, ob es sich so verhält. Und dazu will ich dich auch ermutigen, wenn dich etwas anspricht im Herzen, wenn du merkst, hey, da ist etwas, vielleicht sogar Übernatürliches, etwas Göttliches, ein Funke, der irgendwo in dir entzündet, dann diesem Zeichen zu folgen, nächste Schritte zu gehen. Ich habe da auch diese 3 Talks verlinkt, die man anschauen kann, die auf YouTube zu finden sind auch. Vielleicht ist das auch eine Möglichkeit, diesem Zeichen zu folgen. Ich will dich ermutigen, diese Weihnachtszeit genau dazu zu nutzen. Hingehen, schauen, verhält es sich so und dann vielleicht erleben zu dürfen, dass du Gott selber begegnest. Und dazu möchte ich dir eine Zusage mitgeben. Es heißt in Jeremia 29, Vers 13, da sagt Gott zu uns Menschen, und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Ich will dich ermutigen, wenn wir Gott suchen, dann sagt er, werden wir ihn finden. Wenn wir ihn mit ganzem Herzen suchen, wird er sich von uns finden lassen. Auch wenn wir heute nicht nach Bethlehem gehen können, in den Stall, können wir Gott auf andere Art und Weise suchen und schauen, ob es sich so verhält, ob man diesen Frieden zum Beispiel jetzt wirklich finden kann und ob der wirklich funktioniert. Dazu will ich euch ermutigen und ich möchte gerne ein kurzes Gebet sprechen, dass du im Herzen mitbeten kannst, wenn du willst, in deinen eigenen Worten oder einfach zuhören natürlich. Danke Jesus, dass du auf diese Welt gekommen bist, um uns Menschen nahe zu sein. Und danke auch, dass wir diese Geschichte sehen, in der du bereit bist, Menschen ein Zeichen zu geben, das man anschauen kann, das man ergründen kann und sehen, ob es sich wirklich so verhält. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns hilfst, genau dort, wo heute oder in diesen Tagen uns etwas anspricht,
wo du uns ansprichst, dass wir dort dem nachgehen können und dass wir dich dabei finden. Amen.